Es gibt ja nicht nur anderswo, sondern auch bei uns im Oberland hervorragende Schreiber. Ich sage bewusst Schreiber, nicht Schriftsteller, weil Schriftsteller macht es beruflich. Aber da, wenn nicht die Geschichte eigentlich auf Wahrheit beruht, aber natürlich ein bisschen ausgeschmückt ist, vom Bauer Gustl von Hassam. Und die Geschichte heißt Türkenweihnacht. 3 Kameraden von der Mörtelzunft hocken schon seit Mittag beim Jägerwirt und lassen sich eine frische Halbe nach der anderen durch ihre in langen Berufsjahren durchtrainierten und abgehärteten Gurgel rinnen. Heute war ihr letzter Arbeitstag vor den Weihnachtsfeiertagen. Und sie lassen sich weder durch die verdächtig norddeutsch klingenden Durchsagen in Bayern 3 noch durch das ständige Zureden ihres 4. unfreiwilligen Mithockers zum Heimfahren überreden. Übrigens, unser 4. Mann heißt Gülizar Özekcis. Aber die 3 heißen ihn Schorsch. Das ist praktischer. Sie mögen ihn, den Özekcis Schorsch aus Gümüşhane in der hintersten Türkei. Der Schorsch, alias Gülizar Özekcis, gehört seit über 5 Jahren zu ihrer Partie und deswegen gehört er zu ihnen, ist einer von ihnen. Rassenhaus ist unseren 3 Oberlandlern unbekannt. Außerdem brauchen sie ihn, weil man halt zum Schafkopfen 4 Mann braucht. Und für was haben sie es ihm in monatelanger, harter Lehrtätigkeit mühsam beigebracht? Seit über 4 Stunden spielen sie jetzt schon Schafkopf und es schaut auch noch gar nicht danach aus, als würden sie so bald damit aufhören. Du bist der Erste, Toni, was hört man? Ruft der Wasch dem Toni zu. Ja, ich hab einen weiter, sagt er ein bisschen zwider. Der Türk, Mann, hat wieder die ganze Bratzen voller Trümpf. Der Özekcis Schorsch ist der einzig Nüchterne in dieser Runde. Er bleibt ruhig und gelassen, auch wenn seine 3 Späßeln blären wie die Jochgeier und die Karten auf den Tisch dreschen, dass die Finger krachen. Ich noch einmal spiele mit die Kugel, wann recht ist, dann fahren heim. Er sagt das ganz ruhig, aber bestimmt, und da wissen die anderen, dass nichts mehr geht. Jeder von den 3 hat einen Haufen Striche auf seinem Bierfutzel stehen und demzufolge auch eine Riesenlack des edlen und bestens gepflegten Gerstensaftes im Bauch, was wiederum eine gewisse Blutleere im Gehirn zur Folge hat. Der Kamerad Gastarbeiter hat das schon längst erkannt und steigt deshalb auch nicht in den fast zugeschneiten Kombi des Müllerwascht, sondern nimmt sich lieber das Mofa von Jägerwirt zu leihen, weil er da sicher ist, dass er gesund heimkommt zu seinen Rehherren, zu seinen 4 Buben und den 2 Dirndln, die allesamt fast perfekt borisch reden. Halt, steh bleiben, da bleiben, schreit ihm der Toni nach. Da, ich schenke dir mein Grüßbaum, dass du einmal weißt, was Weihnachten ist, du Gnofifresser. Er meint das nicht böse. Er nennt ihn immer einen Gnofifresser, wenn er ein paar halbe zu viel hat. Und der Özekcis Schorsch weiß das auch. Und er weiß auch, dass man ein Geschenk vom Toni nicht ausschlagen darf, weil der sonst so zwider wird, dass ihn keiner mehr aushalten kann. Deshalb zwickt er sich den Fichtenstarfen auf den Gepäckträger und fährt vorsichtig aus dem Hof auf die von Bayern 3 vorausgesagte spiegelglatte Fahrbahn. Er fährt so langsam, dass man leicht daneben herlaufen könnte. So ist er noch keinen halben Kilometer dahin gezogelt, da kommt von hinten der Kombi mit den 3 angedudelten Maurern daher. Der Lenz hat das Lenkradeln mit seinen Riesenbratzen krampfhaft fest umklammert und stiert mit seinen weit aufgerissenen Batzelaugen auf die schneeglatte Straße, auf der er schemenhaft die Umrisse des Türkenschorsche auf dem Mofa wahrnimmt. Langsam nähert er sich den Zweiradler und setzt so gut es geht zum Überholen an, als der Toni neben ihm einen markerschütternden Aufschrei tut. Ein Schorsch hast du zusammengefahren, du Psuffens Wachscheitel, wir brauchen einen Sanker. Die 3 stürzen aus dem Kombi und schon haut es ihnen auf der spiegelglatten Straße die Läufe hinaus, dass sie alle gestreckt längs auf dem eisigen Boden liegen. Der Özekcis Gülizar aber krabbelt unversehrt aus dem Straßengraben herauf, betastet vorsichtig sein Gestell, um zu prüfen, ob noch alles in Ordnung ist, und steigt wieder auf sein Mofa. Dem Lenz fällt ein Felsbrocken vom Herzen, weil sein Türkenspätzl noch lebt. Jetzt will er aber nicht mehr fahren und deshalb muss der Toni die Steuerung des Gefährts übernehmen. Vorsichtig und angestrengt nach vorne spähend fährt er mit leicht zittrigen Händen hinter dem Gülizar her. Warum fahrst du nicht Vieri, du Lormsierer, du? Masselt der Wascht. Einen Lormsierer lässt sich der Toni noch lange nicht heißen und deshalb setzt er, vielleicht ein bisschen zu flott, zum Überholen an, kommt dabei leicht ins Schleudern,
Er wischt den Schorsch an den drum Christbaum starfen, der gut einen Meter links vom Gepäckträger heraussteht, und reißt ihn brutal auf die bucklige Landstraße. Niemand traut sich aus dem Kombi. War das nicht ein Zeichen von oben, dieser erste Unfall kurz vorher? Und jetzt dieses schreckliche Ende. Und das kurz vor Weihnachts. In Gedanken sehen Sie, wie seine Reihe daheim mit den Kindern in der kleinen Stube sitzt und auf ihn wartet. Die großen schwarzen Augen der Kinder sind fragend und anklagend auf sie gerichtet. Irgendeiner muss ihr die schreckliche Botschaft überbringen. Alle drei haben es gesehen, wie es ihn erwischt hat. Da gibt es keine Hilfe mehr. Der Schorsche liegt starr und bewegungslos im Straßengraben, das haben sie genau gesehen. Und jetzt traut sich keiner mehr hinzuschauen. Stumpfsinnig stieren sie vor sich hin und ihren Köpfen dreht sich alles wild im Kreis. Das mag hauptsächlich von den übermäßigen Bierkonsum kommen, aber doch ganz besonders von den Vorstellungen der Folgen dieses Unglücks. Einer stammelt tonlos das Wort Zuchthaus und lässt resigniert seinen brummendes Haupt auf die Brust sinken. Alles ist unheimlich still in dem Kombi. Plötzlich fahren sie erschrocken auf, als es leise an das Seitenfenster klopft. Die Beifahrertür wird von außen aufgemacht und draußen steht wie ein Gespenst, schneeweiß und mit wild zerfahrenen Haaren, der Össekzes Güllisar. Keiner bringt auch noch ein Sterbenswörterl über die Lippen. Dann nimmt sich der Toni ein Herz und fragt zaghaft und leise: Schorsch, bist das du? Der Schorsch ist es leibhaftig und er sagt mit leiser, aber fester Stimme: Ich nix mehr zuerst fahren. Jetzt du vorausfahren, ich sonst noch ganz kaputt. Die drei waren auf einen Schlag nüchtern und sie haben sich noch nie so auf Weihnachten gefreut wie gerade jetzt. Noch im Kombi geloben sie, dem Schorschi nie mehr dazu überreden zu wollen, ein Schweinernest zu essen oder mit ihnen Bier zu trinken. Ganz im Gegenteil. Sie haben ihn miteinander einen Viertelzentner Hammefleisch auf Neujahr gekauft und mit ihm und seiner Familie einen außerplanmäßigen Geburtstag gefeiert. Seitdem sind sie noch bessere Späßeln geworden. Der Schorsche aber hat sich selbst feierlich gelobt, nie mehr mit einem Mofa vor dem Kombi seiner Arbeitskameraden herzufahren und vor allem nie mehr mit einem Christbaum auf dem Gepäckträger. Beim Barte des Propheten, da sieht man wieder einmal, wie gefährlich die Bräuche der ungläubigen Oberlandler sind. Allah il Akbar, ich nichts mehr Christbaum und nichts mehr Jagerwirt.